mitgebracht zum Anfang. Haben wir eine Frage, was ist hier zu sein? Oder wo sitzt du? Ein Punkt? Ja. Sind noch wer Wort? Ein wettet Blut. Wie das fürs zu sein? Der meiste hat erst den Punkt sein, nicht wahr? So. Wenn wir das umdrehen, ich dachte, da noch ein bisschen durch, ne? Soll aber nicht. Dann ist es ganz weit. So. Was soll wir? Wie schauen wir uns selbst an? Ich will vandaag reden über Leben en Gott seine Gnade. Und er steht, dass er bloß Augen hat auf mich und meine Fehler. Ich will mal einen Text lesen aus Römer 7. Und er hat eine Frage, wer schaut sich selbst vor und so an, das ist dort die Schrift. Das ist Paulus dort die Schrift. Ich wollte erst den Text lesen und dann wollte ich nochmal eine Frage stellen. Hier sagt es, willst du, ich habe Lust unter die Satz von Gott, nur dem beherrschten Menschen nur. Aber, ich soll ein anderer Satz an meine Glieder. Dort jen dort die Satz von mein Sennstritt und nimmt mich fast, ohne dort die Satz von der Sinn. Dort an meine Glieder ist, ein elender Mensch. Ich halte mal eine Frage, wer von ihnen sitzt sich manchmal so, der ich wird? Mir jankert dort Göde dünne, aber er tritt dort nicht an, ein elender Mensch. Es ist bloß etlich mit mir. Er ist nicht gut genug, er ist nicht rein genug, er ist nicht freundlich genug. Wie ehrlich? Wow. So. Nu werden wir mal unsere Augen auf was anderes drehen. Auf ein Vers aus 2. Korinther 3, 18. Hier sagt es, aber wie alle tschitchen aus in einen Spiel mit ein aufgedeitet Angesicht. Nur dem Herrn seine Herrlichkeit und wurden verändert in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit aus der ich dem Herrn sein jest. Das ist ein anderes Tschitche. Wir reichen unsere Augen ab was anderes. Nicht ab ein elender Mensch, aber ab dem Herrn seine Herrlichkeit. Wem gelingt dort, der ich die Welt, der ich im Alltag dem Herrn untertschitze, in Arm zu bewundern, wie schmack heu ist, wie heilig heu ist. So je, wie sollen vorkommen, das Bisschen, was uns steht, wo wir noch nicht gut wären, wo wir noch nicht recht wären. Und wir sollen nicht das ganze Schmacke, Herrliche, dem Schmacken Herrlichen Gott. Nu ist der Gott nicht bloß im Himmel. Die gute Nachricht von das Evangelium ist, wenn du Jesus angenommen hast, ist der Gott in die Birne. Kannst du dich vorstellen, wenn das Licht von der Welt in die Birne ist, wie viel dies dann ist blüht von die dann Eva? Wenn dort die Birne dacht mit so einem atomaren Licht aus der Sonne und düsenmal Storcher und dort dacht du die Rüt, wie viel gerieselt blüht dann Eva? Ab Wort steht wie immer. Ab Wort sind unsere Augen gerecht. Du kannst wählen, wo du anschätzen wirst. Wirst du deine Fehler, deine Unvollkommenheit anschätzen? Dat die Satz von Mose wird die immer verdammen, wenn du auf die selbst schätzt. Oder wirst du Gott seine vollkommene Liebe und Gnade anschätzen. Die Gnade von Jesus wird die verwandeln. Tja, wir nehmen nun mal eine Situation, wenn wir Gott schauen, Petrus, wer ab Campamento wie, der hat dort noch ganz lebendig in Erinnerung, wurde Gallio dort verteilt, würde Petrus sich Wort abwutterte gune in der Nacht, im Sturm, im Diestern. Petrus sagt, Jesus, kann ich nicht kommen, wenn du dort bist, sei mir dort. Jesus sagt, komm. Und wie schaust du an diese Geschichten an? Petrus jent, wir wollten nicht wie lang, nein, jentet unja. Weil heute steht nicht mehr ab Jesus, aber heute steht ab dem Sturm. Heute steht ab das Wader, ab der Wale. Hast du mal gedacht, na Petrus,
das wie aber mal schwach von dir, ne? Das hast du besser gekonnt. Hast du besser ab Jesus tschitten, ne? Wie ist nicht in ihr gegangen? Hast du mal so gedacht, wenn du die Geschichte liest? Alter, hey Petrus, ich würde vielleicht besser tun als du. Menschenskinder, tschit doch einfach ab Jesus. Das eine war ich an dieser Geschichte noch nicht. Hast du mal an dieser Geschichte noch nicht gesagt, wow, Petrus, du bist der einzige Mensch, der wie Tschane, wenn wirklich auf Wutter gegangen ist. Junges, du hast vertraut, Gott, das schmiert mich von der Sache, das ist nicht zu begreifen. Petrus, du gehst auf Wutter, wow. Solange du nicht Jesus schätzt. Aber verstehe ich? Ab was schätzt wir? Ab seinen Fehler? Soll wir bloß, naja, Petrus dreht seine Augen weich. Oh. Er soll wie, da jens ab Wutter, willst du schätzen ab Jesus. Von dort geht es am dort, wem ich anschätze. Ab wem ich meine Augen höre. Hölle meine Augen ab Gott, darauf, wie Gott heute mir ist, wie viel genug für mich ist, oder hölle meine Augen ab mir selbst, ab dort, was ich tue, oder vielleicht auch ab meine Fehler, ab meine Sünde. Von dort geht es darum, in genug zu leben, und es steht, meine Fehler zu beschützen. Nicht ganz leicht. Wenn Wort predigt, er war dort, in der Chap mir bekannt wird. Diese Predigt ist von dort für Menschen, wenn all Jesus angenommen haben. Aber wenn Trouble in ihr Alltag haben, in ihr Hort. Aber wenn du Jesus noch niemals angenommen hast, dann ist diese Predigt kreuzig für dich. Du kannst von dort Gott seine wunderbare Läufe schmachen. Du kannst von seiner Schönheit angetragen worden. Mag den Hort up für seine Läufe. Wenn schöne Bedingungen, wie würde man auf Plottisch Bedingungen sagen? Gott erwartet nicht, der jäft einfach. Der fragt nicht, der läuft einfach. In Galater 5, 16 bis 18, habe ich mal zu, da sagt es, et über sei, wandelt im Geist, dann wo jede Last vom Fleisch nicht vollbringen. Dort interessiert mich. Interessiert ihr das auch? Ich will dort, was mein Fleisch will, oder was dort Fleisch will ich nicht vollbringen. Und dennoch, ich mich über mich selbst, über meine Frau, meine Kinder, über irgendwas. Dennoch, wo ich tal, rede ich manchmal ganz hart, und dann sieht anmutig mit mir. Wen Wort wieder war das so? Hier sagt es, wandelt im Geist. Wieder, willst dort Fleisch verlangt, jen den Geist. Und der Geist jen dort Fleisch. Und diese, war da stunden sich einander, so dass die nicht tönen, was die wählen. Wenn die aber vom Geist gelehrt sind, dann sei je nicht einer dort gesagt. Was steht wir an? Ab was leihen wir an die Augen? Ich würde fragen, dort nu de Musik lesen, angemacht wird. Gott krocht die von dort. Du bist willkommen, in seine vollkommene Läufe zu leben. Gott lud die an, sogar wenn deine Säule und wenn deine Charpa nicht ganz in Ordnung sind, wenn du noch Beidung folgst, wenn du noch Einwurst, da sind noch Plaken in mir Beine, da kommt noch Talen, da kommt noch Bäuse drüt. Gott hat seine Arme ausgespreut. Mit Jesus am Tritt und sagt, ich glaube dir. Ich hatte so wert einen Moment, ich vertalte mit einem Bruder, und wir betet haben. Und der sagt mir, frag mal, was sagt Jesus zu dir? Und das erste, was ich hier wie Futz, herrscht die nicht. Wenn wir so eine, wie viel Plagen in uns Leben noch sind, wenn Gott nicht gefallen, kommt Angst, kommt Stolz, kommt Wut, kommt anmutig sein. Ich frage wieder, Vater, was sagst du über mich? Das erste Wort Futz kommt wie, ich läuft die.
En dan wist het al, nu wil hij vragen, hij zal dem Heilige Geest vragen, wat Deut mir sagt. Dan wil hij al krijt denken, oh je, Heilige Geest, je hebt toch nog veel trouble. Er zijn nog veel plakken in mijn leven. Het is nog niet voordat dat dit alles nog zo is. Hij vangt ons aan te denken. Hij heeft nog niet mal gevraagd, Heilige Geest, wat best du mir sagen? En dan hield hij al, wie schaffen wir dort, sagt er. Verstehe je? Ich will gerade Gott erklären, warum bei mir vieles noch nicht so gut in Ordnung ist. Und er sagt, wie schaffen wir dort? Herrscht die nicht. Es läuft die. Das ist eine feine Botschaft. Das ist die gute Nachricht von das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, Jesus starb einmal um Tritt und nu sollte dort du richtig lebst. Ut die selbst. Beobachte die immer da. Tschät, wo noch Wort nicht in Ordnung ist, und strein die schreitlich an. Sondern Gott lädt die an, tschät mal nicht mich. Tschät mal ab meine Heiligkeit. Ich sie deine Heiligkeit. Ich sie deine Reinheit. Gott selbst kümmert sich darum, dass du seinen Sehen Jesus immer ähnlicher wirst. Wenn ich darüber nachdenke, wie so ja leidenschaftlich Gott mir gut ist, dann macht mir das Mut, dann will ich mehr so werden als heute. Dann will ich mir nicht so abreden über das, was mir noch nicht gut auskommt. Jesus sitzt auf einem Thron. Und wir wollen lesen, wie das Thron heute. In Hebräer 4, 15 bis 16. Weil wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht mitleiden kann mit unseren Schwachheiten. Aber er ist versorgt worden in alles, kreuze aus wie, doch ohne Sinn. Lud uns dann mit Frieden kommen vor dem Genudenthron. Dort wir möchten Erbarmung trieren und Genug finden für Halb in der Zeit von Not. Haben wir manchmal eine Welt Not? Mit unseren eigenen Gedanken, Gefühlen, mit dort, wo nicht ganz klar dran. Hier sagt er, wir haben, wie Tjana sagt, ich habe einen Hohenpriester, der mit mir, der nicht, wir haben einen Hohenpriester, der mitleiden kann, mit unseren Schwachheiten. Der wird Kreuze versorgt als du. Der sucht dann wohl im Kreuze ein Stall, ein Dahl sein, und alles nennen. Dein Plus würde mit den Pharisäern mit ihm reden. Der will am Dahl trien, Tiet Eva. Und da wäre Isaac, der sagt, du schaffst mit dem Sutan Typ. Wenn dort nicht wer im Dahl machen soll, wenn dort überhaupt nicht das. Jesus, wie kreuzt es wie, aber ohne Sinn. Und lud uns, wer wie, mit Friemut kommen vor dem Genudenthron. In der Psalm steht, dort der Thron Gottes steht ab Recht und Gerechtigkeit. Amen. Wir lesen, nur dort Jesus am Kreuz starb, setzt Jesus auf einen Genudenthron. Der ist nicht interessiert, die zweite Breche, die klein zu machen, die zu beschuldigen, unzufrieden mit die zu sein, wo du dann Fehler gemacht hast. Geht schon, da zu sein, und nachher sich entschuldigen, ein paar Stunden, ein paar Minuten, so eine Dame, schwere Atmosphäre, düster haben, geht schon? Was noch drin? Das interessiert uns doch nicht. Aber das findet wel, dass wir anmutig sind. Dass wir möglich sind, weil wir sind auch nicht ganz heilig. Wir uns nicht an uns benehmen. Wir uns nicht wird wie denken, Tiet Eva. Wir haben einen Hohenpriester, der auf dem Genudenthron sitzt. Stellt sich vor, der sitzt auf dem Stuhl. Und der Stuhl in der Herrschaft, wenn seine ist genug. Heu scheint die sich selbst. Heu hat sein Blut für die gegeben. Heu nahm meine Diener steht an am Kreuz. Heu hat uns Tritt gebracht im Futter. Heu hat uns dem Heiligen Jesus geschenkt. Heu ist uns Gott.
In Römer 8 sagt es, Paulus fragt mit anderen wie, sei mir mal ein Ding, was mir Tranen oder aufschneiden kann von Gott seine Leute. Kein Suten, kein Tod, keine Krankheit, kein Strich, kein Trouble. Paulus sagt nicht, du wirst kein Trouble haben, wenn du Gott kannst. Der sagt, das ist ein Dönt, was du ist. Nicht mal der Tod kann die aufschneiden davon, dort Gott läuft es, und die läuft. Der Beweis, wo ist der Beweis? Het voelt me fucking niet zo möglich in der Welt. Wo ist der Beweis, dass Gott mir gut ist? Warum habe ich Troubles? Warum gibt es Schwierigkeiten? Ewa das Land, ewa der Abend, ewa irgendwo mit dem Nuba wie ein Geld. Wen wird halt Trouble mit irgendwem? Wo ist doch Gott seine Leute? Der Beweis ist umtritt. Die Schrift sagt, wir sind für immer geheiligt durch Christus. Halleluja. Wir wollen nu den Fokus. Es ist das Fokus klar, aber was chittet. Wenn ich meine Augen ganz einstelle auf einen Punkt, das ist ab diesem hier. Ich chittet auf einen Punkt. Wenn wir ans Fokus fahren, da hat war der gefehlt, und hier wird nicht ganz reicht. Wenn wir den mal von da wegnehmen, und wenn wir den mal da drehen, wie herrlich uns Herr Jesus ist. Und dort heu seid auf ein Stuhl, euch herrscht auf ein Stuhl von Gnut mit dir, mit mir. Weil, wenn wir ab den Fehlerchen von uns selbst schauen, wollt wir, wer dann auf dem Thron steht? Ich stelle mir das letzte vor, wenn, sagen wir, hier ist ein Altar, hier sind Steine abgestellt. Jeder Mensch ist ein Anbeter von irgendwem. Stell dir vor, du stehst hier vor dem Altar und hier oben ist der steht, wo einer ist, wenn würdig es angebetet wurde. Wer ist da oben? Wenn ich mich bloß an mich selbst drehe, dann seid ich doch vielleicht selbst. Verstehe ich? Ich stehe vor dem Altar und sage, eigentlich sollst du reich ja sein, aber du bist nicht. Du hast doch all falsch gemacht. Und dann dreht sich dort alles immer an mich. Wer will dort tüchen? Wer will mal dem Altar an ans Hort handstellen, in ab der steht, wo Anbetung würdig ist, lut wie durch Gott sätte. Wer wir ab hier ans säuerte Kämmer, wo wir noch nicht ganz heilig sind, sondern ans Fokus drehen, ne wir rein, en schein, en leuchthollig ans Gott ist. Bet Gott an, und es steht dir selbst. Friede über Gott seine Leute, wenn du nicht verdienst, niemals verdienen wirst, nicht verdient hast. Dort bringt uns ein Leben, ein Licht, ein Hoffnung. Die Frage ist, wem magst du in dein Hort gröt? Wenn wir uns bloß eure und versetzen uns ein bisschen verbessern, wie machen wir uns selbst gröt? Und da steht Gott. Kommen wir damit wieder, wo wir möchten, wo wir heilen. Ich glaube nicht. Ich will nun beten, mit YouTube über das nur denken. Ich will das nu ganz maglich machen. Und ich will das auch einfach aussprechen, dass dem Sultan wird von damals nicht gelingen, diese kostbare Perlen, diese Schätze von Gott vorzustellen. Wir sollten hier für die Church, nicht, da sagte der Olwala, ich sagte vielleicht 100 diese schwarze Fehlsätze. Nicht 8 Fuß, sondern dort Jesus sagt, dort Wut fällt aber groß. Und der Vogel kommt und nimmt dort Fuß. Und mir wieder zu, als wenn Gott will wiesen, der Sultan hat eine ganze Armee gemacht, um ihn dort Wut von dort zu mal stehlen. Lut die dort nicht stehlen. Weil wenn wir reden über Gott seine Schönheit, dort euert dem Sultan dort nicht, du sollst bloß ab die wieder tschitchen. Dann wirst du immer bloß schwor und leicht wiederleben. Da wirst du nicht möglich sein, nach wem zu laufen oder wem mitzumachen. Genug meint, Gott ist gut. Gott hat über die gute Gedanken. Und dort ist überhaupt nicht wen die. Heuhaft mit die und über die gute Gedanken. In Jeremia 29,
Gott sagt, ich habe dort Geld ever gedacht, sagt der Herr. Und was ich für jünd geplant habe, ist Fried und Erfolg und nicht Schuden. Ich will jünd eine Zukunft in Hoffnung geben. Das ist der Plan. Das ist, was der Vater für die denkt. Es ist alles ganz makelig, rand dort alles fein, das nicht. Aber das ist, was der Vater für die will. So volltreu für mich und für die. Genug meint, Gott hat alle deine Sünde von deiner Geburt bis dem Tag, wo du gestorben bist, mit dem Blut von Jesus Christus al lang betult. In Vers 7 gesagt, ausgelöscht. In Hebräer 10,14 heute, willst durch ein Opfer haft heute der Geheiligte vollkommen gemacht für immer. Wenn wir das mal sagen, aus Ed, wenn wir mal sagen, Gott hat mich für immer vollkommen gemacht. Wenn wir das mal Tipp sagen, Gott hat mich für immer vollkommen gemacht. Was ist das? Das ist wie ein Schatz von Gott. Das ist wie Gnade. Du bist ganz vollkommen gemacht. Wen Wort? Bist du richtig? Wer seht sind? Haft Gott sind wirklich gesagt? Ja? Was denkt sich nicht alles? Jog dort Fut. Hebräer 10,14 sagt, du bist von Gott für immer vollkommen gemacht, der Jesus. Ich habe hier meine dickste Bibel mitgebracht. Nicht um diese Wesentlichkeit sie, aber dort die verstehen, was ich wissen will. Fehlt mir, kannst du mir mal helfen kommen? Nicht gefährlich, bloß Mikrofon hüllen. So. Dieser Hund, das ist alt, das bist du. Dieser Hund ist Jesus. Leider mal das Buch, sagen wir mal, all meine Fehler, meine Sünden, stehen hier bei einem. Gelogen, all gewesen, was wurde gesagt, nicht ganz ehrlich gewesen, nach irgendwas, so alles von meinem Leben. Sagen wir mal, als sie einer von der Baste, ich würde bloß 3 Sünden im Dach tun. Wie viel sind das im Jahr? Über 1000. Dann sind 43, dann sind das also über 40.000 Sünden. Das Buch wie Meuerausfall. Das ist ich. In der Schrift sagt er in Hebräer 10,14, Gott hat mich geheiligt und für immer vollkommen gemacht. Weißt du, was das bedeutet? Der lädt einfach alle meine Sünden ab Jesus nach. Was ist dann mit mir? Sogar für die Fehler, wenn du morgen noch drin warst, der hat Gott lang ab Jesus abgelegt. Was ist mit dir? Was ist mit mir? Gott versteht nicht, warum diese Folgen anmutig sind über unsere Fehler. Weil die Schrift sagt, das Wort sagt, alle deine Schwachheiten liegen ab Jesus. Und da hat er lang betont. Amen. Danke. Ich weiß nicht, wann die das nicht anschiert, wie gut Gott die ist, was genug meint, dann frage ich jetzt, dass du meine Geschwister, alle Jast hier, deine Salbung gibst, dein Öl gibst, dass unsere Augen gesalbt worden, dass die waren Säune. Waren Säune, die eine Schönheit. Genug meint, Gott wird nicht mehr an meine Sünde und Fehler denken. Hebräer 10,17 sagt, Gott sagt, in ihre Sünden, in Gesetzlosigkeiten, wo er nicht mehr an denken. Wer wird hübsch sein? In meine Sünde, in Gesetzlosigkeiten, wird Gott nicht mehr denken. Sei wir hübsch. In meine Sünden, in Gesetzlosigkeiten, wird Gott nicht mehr denken. Der hafte für seine Augen Fut gedonen. Für arm ist dort vor dich. Heu haft uns seine Heiligkeit geschenkt. Dort ist genug. Halleluja. Es sagt dort letzte aus ein Bild in mein Hort. Da ist Jesus ein schmacke, blendende Königskleider mit einer Krone. Kommt ab und wird Piet de Ghost allein geredet. Und da am Schmatter nur am Rhein
mit verrätene Leiche Kleider durch Edge. Dann hält er sein Piet an, dann trippt er von seinem Piet drauf, dann beigt er sich nicht mehr, dann hebt er mich ab, dann treibt er mir meine ständige, riesige Leiche Kleider aus, treibt seine schmacke Kleider aus, treibt er mir an und treibt sich meine Kleider selbst an. Das ist genug. Das ist, was Gott allang für dich tun hat. Sie mötig, heb den Hut in den Kopf ab, weil Gott herrscht auf ein Thron von Gnut. Krochtet nu ans, meuerschaftig zu sein? Ich habe 14 Fragen, ne? Ist das dann nu ein Dönt, wann wir sind? Prüf doch mal, euer wem, verjacht ihr mit wem, lut die Scheungone dabei. Jetot? Sind das ans Woi? Sind das ans Säul, ans Hort, ans Banner, statt alles Woi? Wem interessiert nach neuer Freiheit hat im Sinn? Endlich mal alles dünne, was das Fleisch einmal jankert. Ich glaube, wir haben ja noch geprüft, dass wir wollten, das geht nicht schön. Das geht da. Das macht mir zwei. Aber uit eine Kraft verseht ihr, ein besserer Mensch zu werden, das auch da. Wir brauchen nicht mal, weil wir haben Gott seine Heiligkeit und Gerechtigkeit geschenkt gekriegt. Gott behandelt die, so ist es ihnen sehen, Jesus Christus. Gott läuft die, so ist es Jesus. Gott beschenkt dieses Jesus. Gott ehrt dieses Jesus. Gott führt jeder Sieg, wenn du hast, über dem Feind. So ist es, wenn sich frei dort aus Jesus gewonnen hat. Steht geschrieben, als Jesus am Himmel kommt, dann führt Gott mit Jesus, der ich im Himmel dem sucht und weiß allem, wer nu die Gewinner wie, wer der Buwigste wie. Jedes Mal, wenn du ein Gedanke, ein Gefühl, eine Attacke vom Feind gewinnst, Gott führt am Himmel Kreuze, als wir mit Jesus deuten. Weil Jesus und du sind eint. Nein, ich fühle das nicht, es ist ein Dönt. Gott sagt, die sind eint. Wir sind eint. Wo steht das dann? Weil wir lesen. In 1. Johannes 4,17. Hier sagt es, daran ist der Lauf bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimut haben Gerichtstag, weil so aus Heu ist, sind auch wie in dieser Welt. Noch einmal. So ist es Jesus ist, sie auch in dieser Welt. Wer wird Typ sein? So aus Jesus ist, sie auch in dieser Welt. Das ist das Wort Gottes. In der Bibel sagt, das Wort ist ein Schwert. Das Schwert mag dem Feind fürchten. Wenn wir uns fühlen, halvada gesündigt, halvada wird an falsch tun, du bist, dass Jesus ist in dieser Welt. Das ist genug. Das geht nicht mal an die. Mogt uns dort wundern über Gott, dass wir die Leute all hier, dass wir uns wundern über seine Schönheit, dass wir bloß von Morgens an abweichen mit einem Smile, mit einem Sonrisa und bloß dankbar sein. Weil das geht von ersten abweichen, von ersten Jahren, was du leist, geht nicht mehr an die, geht an dem genügenden Thron, wo Jesus besetzt. Und du mit ihm. Halleluja. Genug meint, Gott hat mir Gunst in je Linie geschenkt an alle Gebiete vom Alltag. Mit seinen Läuftool gehen wird. Kommt dir alles aus? Wenn du was schaffst, wenn du auf den Kinder post, wenn du Mittag kochst, was immer. Je lebst das alles schön? Oder jetzt mal was besiegt? Als wenn wir manchmal Eilet haben, als wenn es manchmal bloß schlecht geht. Okay, da gibt es noch einen Feind, der hält mit, dass es so auskommt, aber als wenn nicht immer alles so gut auskommt. Wenn wir ein Beispiel anschauen in der Bibel. Da war ein junger Mann, der heißt Josef. Ich will hier lesen aus 1. Mose 39, 2 bis 6. Das ist ein Schlädel. Ein Schlädel für den Alltag. Der Haar wie mit Josef. In arm Jüllung
was heute deut. Ich habe den Zettel gefangen. Der Haar wie mit Josef. In am gelung, was heute deut. Wir haben Haar gewollt, am alles gelung. Hij woont in zijn Ägyptischen wird zijn huis. En zijn wird sagt, dat de haar met am wir, en dat de haar am gelet juif met alles wat hij doet. Josef wordt goed ongezoinen van zijn wird, en hij wordt dem zijn persoonlijke deuner. En de wird stelt am on over zijn huis en alles wat hij had. En van die tijd aan, wo Josef over zijn huis en alles wat hij had ongesteld wie, sehen de haar dem Ägypter zijn huis en zijn stapen am Josef zijn holven. Alles wat hij had, leut hij en Josef zijn macht. Hij had zo'n vertrouwen op Josef, dat hij am nicht beduurt wie, buiten wat hij te eten kreeg. De haar wie met Josef. In naam gelung kam alles wat hij deed. Is de haar met die? Tja, wie in de Bibel wordt zeggen dat de haar met ons is? Rück mal Leute nennen. Was sagt die Schrift? Ist der Herr mit uns? Wir haben ein Bibelwort. Wenn es die Antwort ist die Wahrheit. Er sagt, wo zwei oder drei in die Nummer Typ kommen, sie an ihre Männer. Er sagt, et wo an ihrend wohnen. Dort wird Gott will, es an die wohnen. Ist Gott dann mit die? Wenn er an die wohnt, das ist dann ein Dönt, als du kreit schaffst, oder Tschenja versorgst, oder was immer du denkst. Gott seine Gunst, wieso soll er steuern, dort die Angelebia wird, sag, das Josef, dem hat Moja gegeben, Verantwortung, Moja Mehrlichkeit. Wenn du was anfuttert, das bloß. Kalatz, tschäde bloß noch was an seine Schieben ankommen. Alles andere hat Josef gegeben. Ich weiß nicht, was dem nicht mehr langweilig war, Kalatz willst. Josef tut alles, na wartet, der war reich, der Ägypter, wie ein Josef. Und dass wir so stark die Gunst von Gott, dass die Angelebia wird, wartet an. Hey, das liegt an das Josef, das mir Gott geht. Der macht Moja, dem jeweils alles. Luther war der Pharao und er ist schon so klug als Josef. Er gibt ihm das ganze Land. Wie der Josef sind so ja kluger? Wie diese so ja fähig, das alles zu tun? Weißt du, von wo Josef kommt? Seine Brüder haben eigentlich gesagt, wie wir ihn tot machen. Und dann dachten sie, das noch mit mehr Geld, wenn wir ihn verkaufen. Nu ging die zu Fürth, ein paar hundert, ich weiß nicht wie viele Kilometer, durch die Wüste aus dem Skluven. Am Holz angebunden, am Strich. Ab dem Skluvenmarkt verkauft aus dem Arbeiter. Hatte Josef feine Umstände. Wie läuft jeder voll sich so ja scheuen, um Skluv zu sein. Und jeder Tag vergesagt zu werden und aus den edlen Utländern behandelt zu werden. Hatte feine Umstände, hatte scheune Gefühle. Hier steht, der Haar wie mit Arm. Und dort ändert alles. Gott ist und bleibt gut. Was immer deine Umstände sind, was immer deine Kämpfe sind, was immer deine Fehler und Errores wären, letzte Welt oder von dort. Gott ist da und seine Gnut, seine Läuftulichkeit, über die ändert niemals. Gott hält dir im Alltag, am Bennersten von deinem Hort, ein Leben und ewig zu leben, weil es heute läuft. Das liegt alles an Arm und nicht an die. So ich hier ab mit meiner eine Kraft und ich fange an, Gott sein Überfluss und Gnut anzunehmen. Ich lebe ein schönes, schmackendes Leben, wenn ich nicht verdient habe, und Gott trägt meine ganze Anbetung dafür. Obwohl meine Umstände alle nicht unbedingt so fein sind, Brücke. Wenn wir das mal richtig sagen. Gott trägt meine ganze Anbetung und Bewunderung,
En dort viert dort immer mehr Friede en Leben, Erfolg, Versöhnung, Löslute, Freiheit en mijn komt. Wanneer ik ophiel, mir op mij selbst, mijn ogen op mij selbst te hullen, fang an meine ogen op zijn gerechtigheid, op zijn Gnadenthron te hullen, dan wordt dort morgen, dort uit mij en waar Gott is met mij. En wenn Gott mit mir ist, dann wird dort alles ändern. Dann wird ab einmal wird schaffen, wird niemals deuten. Willst du bist nicht mehr allein. Und dann, als dort schwer ist, dass der Verstand für dort fehlt, Gott, wenn du mit dir ist, dann hast du Weisheit. Ich würde das immer mehr, wenn ich über das nur denke, im Alltag, wo ich an, denn wenn ich nicht verstehe, wenn ich nicht kann, da kommt mir der Gedanke, da sagt mir wer was, da lese ich dort an YouTube irgendwo, dort wird mir gerade fehlt, Gott bringt dort nicht mehr, wenn ich mich auf Arm fokussiere und nicht auf mich selbst. Gott gibt wirklich Gunst im Alltag. Der hat nicht bloß an Sünde verzeiht und nu Höll ut und prüfen, besserer Mensch zu werden. Der hat einen Plan, mit dir zu sein. Und da wird alles, was du denkst, wissen. Josef fängt nicht aus dem König an, der fängt aus dem Sklaven an. Aber weil Heu wusst, Gott ist mit mir, ändert sich dort jeder Tag. Dort wird jeder Tag besser. So, in der Situation du bist, ökonomisch, wirtschaftlich, deine Ehe, deine Familie, wenn du anfängst, durcheinander zu schauen und die Augen darauf zu hören, dass Gott mit dir ist, dann wird dein Leben Tag für Tag verändern, wegen seiner Gunst. Nicht, weil du die Dollar bemächt hast. So, nu zie je am Alltag, nu zie je in irgendeiner Versicherung, stal te zijn, oder mir ganz leicht te voelen, oder wat doet nu? Da kommt so ein Gedanke an, Jana, der sieht, was klug und ich habe nicht mal verstanden. Alle lachten und ich verstand nicht mal, was wieder für ein Witz. Kommt so ein Gedanke, du bist wirklich nicht viel, ne? Du verstehst nicht. Kommt so eine Versicherung, irgendwas schlachtet der Denke über mich, über die. Was tut dann? Hey, wer wird heute so ein Gedanke? Ja, das stimmt, Janas Kleidung seid ihr. Was tun wir dann? Was ist nicht dort nie, wenn wir ans Fokus, an die Augen, auf Gott richten? Ich kann sagen, Gott, du bist mit mir. Und dann wird mir alles gelingen. Dann ist es nicht schlimm, wenn mir wer utlacht. Es ist bei Daniel, dann ist es nicht schlimm, wenn der mir bei der Löwen nenner schmiede. Dann ist es nicht schlimm, wenn der dem Uwe 7-mal heute macht. Wie hart Tribbles. Die meisten sind hier Berner. Von Büte kommen auch welche, aber die meisten sind hier Berner. Und da dürfen wir mit Gott seiner Gnade hier Berner sein. Nun ist es passiert, ich habe irgendwo gesündigt, ich habe wem verletzt, ich wie erreicht. Was tut nun? Hey, wir können nicht bloß. Und dann will sich weiter an mich drehen. Und dann kostet 40 Armwände. Wenn ein was der Auge dreht sich nicht die. Wenn 40 Arm, ein Chat, was für eine Schmacke Königskleider hat Gott die angetragen? Seine. Du dreist Jesus seine Kleider. Du dreist seine Herrlichkeit. Das steht ich glaube in Kolosser, in Epheser irgendwo, dort, wir haben den Ölenmensch ausgetragen, in dem neuen Christus angetragen. Die lässt Schmack. Gott sieht nicht mehr von deinen Fehlern, von den Punktatjes. Gott ist möglich mit dir. So, wenn ich gefallen habe, wenn ich irgendwo gesündigt habe, gefehlt habe, meistens eine Gedanke, eine Fehler oder irgendwo beim anderen angeschickt habe, dann darf ich meine Augen kurz weiter drehen nach Gott, in dem Thron von Gnade. In Römer 5,17, da redet von Gnade. Aber das fängt an da schon. Weil wenn durch dem einen seine Übertretung, der Tod, durch den einen geherrscht hat, eine Übertretung, der Tod herrscht. Nun geht es aber anders wieder. Viel mehr wurden durch den Überfluss von Gnade in der Gu von der Gerechtigkeit trien, am Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wir sind nicht die, wenn aber ihr krüpe.
wenn bloß einmal ihre eigenen Fehlertjes betätigen. Und wie Gott schlimmer, wie schlecht wir noch sind. Wir sind nicht da, wenn mütlos sind, oder dull sind mit sich selbst, mit anderen. Hier sagt es, dort wir wollen der Jesus Christus im Leben herrschen. Wo oder wen wird, wie wir dem Überfluss von Gnut in der Gu von Gerechtigkeit trägen. Gott seine Gnut für die, seine Segnung für die Schäle Eva. Wie Gott schildert Eva. Wenn sich dort bei diesen nicht so folgt, frag dich mal, wo steht es an? Steht es eine Min Schwacket, eine Min Punkt, oder steht es eine Arm? Wie Gott kostet, durch Schild, Gnut schild Eva. Heu haft die seine Gerechtigkeit gejeft. Und hier sagt es, in der Tod, der Jesus Christus, wirst du im Leben herrschen. Du bist nicht ins Klo, du bist nicht einer, der bei ihm trippt. Du bist einer, der herrscht über alle dumme Gedanken, über alle Fehler, über alle Versuchungen. Und sogar wenn das passiert sind, herrschst du, willst du sagst, Gotthaft, für immer, all meine sind betult und von seinen Augen wachgeriemt. Gotthaft gesagt, du wirst niemals mehr an deine Fehler denken. Das geht nicht. In Jeremia 17, da sagt es, wer es gesehnt und wer es verdammt. Das ist, was der Herr sagt. Es wird dem verdammen, der sich ab Menschen verlässt, in ab der Kraft von Mana, und nicht sein Vertrauen ab dem Herrn satt. Da wird aus ein Stück in der Wildnis sein, und niemals wird Gödet ab sich kommen sollen. Da wird ab Saltlohn zu wohnen kommen, eine drehe Wildnis, wo keiner wohnt. Der Mond dünnt sich ab Mensch, ab Mana, ab sich selbst verlässt. Der wird sein aus einem Stück in der Wildnis. Der wird Gödes nicht kommen sollen. Da wird Gödet in sein Leben sein, aber willst der Mensch so ja Absicht steht, wird er nicht mal antworten, wie viel Gödet in seinem Leben passiert. So, weil wir anfangen mal, unsere Augen ab Gott zu hüllen, dann wollen wir bloß sehen, wie viel scheunet und Gödet uns jeder Tag, durch Gott seine Gnut passiert. Wieder heute von Vers 7. Über der Herr wird dem Mensch sehnen, wer sein Vertrauen ab Amsat, der sich ganz ab dem Herrn verlässt. Da ist Kreuze aus einem Baum, der an ein Wutter steht, in seine Warteln im Riefer schmidt. Und dönt, wann dort dann auch heut wird. Heu brückt sich nicht einsten, seine Blätter waren geräumt blieben. Ein dreht Jahr bedürt am nicht. Da hielt nicht ab mit Fruchtdrogen. Hier, wer ab dem Hahn vertrüht, es aus einem Baum Wutter. Herd jeftet, aber Wutter wird da sein. Verstehst du wie? Wenn Gott seine Gnut ab dir ist, heute nicht, du machst keine Fehler oder du hast keine Troubles mehr, der wird. Aber dort meint du hast immer Wutter für dich. Du hast immer frischen Trost, frische Kraft, frische Gnut für dich, frische Läufe von Gott für dich. Du bist angenommen, du bist vollkommen gemacht durch Christus. Wie wir schreit gehen, in dieser Gnut zu leben? Das erste ist, wie wir uns Hort ruhig machen. Berühr dein Hort. Ich brauche nicht mehr selbst leisten und kämpfen, zu mich verbessern. Berühr dein Hort. Das zweite, lut los. Lutet los. Das, du denkst, mein Leben, mein Wert, mein Erfolg. Lutet los. Wer du bist und wie heilig du bist, das hat mit dir nicht mehr zu tun, sondern mit Christus. Das nächste, demütige dich vor Gott. Die Schrift sagt, wir sollen uns erst vor Gott demütigen und dann dem Teufel fortjagen. Der Teufel klagt uns immer an. Und es halten nicht mit dem Teufel zu jagen, mit dem zu diskutieren, wann wir uns nicht vor Gott demütigen. Und vor Gott demütigen meint nicht, oh Gott, ich sehe ganz schlechter. Vor Gott demütigen meint, endlich mal unsere Augen ab Arm drehen
Und ans Wunder, wie schön heu ist, wie läuftulich, wie barmherzig heu ist. Endlich mal sehen, die scheint von seiner Gerechtigkeit, ohne uns unsere eine, mit Haft ans Gott gegeben. Uns demütigen ist, wie Tschitche von uns Fut und Tschitche in Gott. Dort ist sich demütig für Gott. In seine Geschenke einmal endlich annehmen, weil das Versehen, guter, besserer Mensch zu sein, dort ist, was ganz selbst gemacht hat. Dort hat mit Gott nichts zu tun. Dort ist echt mich meint. Und von dort darf ich frei werden. Und uns demütigen meint, unerkennen, wer der Götter ist. Und das ist Gott. Das nächste ist, wird wir in der Schritt, in der Gnade nennen können, und dort ist, wo ein Anbeter von Gott. Wenn du ich anfängst, am zu betiteln, wer Gott heute ist, wer vollständig heute alles verjährt hat, und wer sagt, ich bringe Gunst an dein Leben, was immer du anfutzt, was deine Hände tun, dort wird Wasser und Wasser und Wasser, weil ich sie mit dir. Bet Gott an. Mit so einer Videos hier in Psalm 34, 2 Bad Feuer. Ich will dem Herrn immer loben. Mein Mühl soll immer reut sein, am zu loben. Meine Säule soll vom Herrn immer gut reden. Dort die, wo elend sind, dort Hirn in sich dort freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn, weil wir alle Töp seine Numen hoch ehren. Hier ist der Fokus auf Gott und nicht auf ein schlechter Sünder oder nicht vor der Trist oder was immer. Weil wir alle Töp dem Herrn seine Numen hoch ehren. Du wirst immer dort dich bei dir bringen, was du anschätzt. Wenn einer Pagos fährt, in der anderen Seite, das ist Glot vielleicht, hier mit Leim oder mit Schnee, und der Besitz sagt, pass auf, da ist ein Baum, fahr nicht in den Baum. Weißt du, was der tut? Der steht bloß noch ab dem Baum und wenn die liegt hinter dem Baum. Ab dort, wo wir Hand schätzen, da fahren wir Hand. Dümmer fahren wir fort und schätzen links. Weißt du, wo die Hand fährst? Nach links. Da, wo die Augen hingehen, da fährst du die Hand. Wenn die Kind sagen, hier ist ein Glas mit Wasser, der wird bloß nicht verschäden. Weißt du, was das tut? Das denkt nicht verschäden, dann verschädet das. Der Fokus ist ab nicht verschäden. Oder der Kind klottert hier bewunden ab und dann sagt wie, voll nicht rauffahren. Der hit voll nicht rauffahren. Bums, dann ist der eine. Oder wenn wir sagen, du nicht mehr Sünde. Was tun wir dann? Nicht mehr Sünde. Und wir dann immer Dollar. Ab was wirst du die fokussieren? Ab was wirst du die Augen hüllen? Wirst du ab Gott seine Schönheit, ab seinen Thron von Gnut? Oder ab dort, wo du die dazu einladest, wenn du noch nicht ganz vollkommen bist? Ich will fragen, dass der Band, dass ich heute Morgen nach zu kommen. Was will wir tun mit dem? Wer wir ans Fokus, unsere Augen hüllen, ab Jesus. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir dort nur denken, immer weich in dort anwenden. Wenn wir Gott bewundern und am anbeten. Wenn wir mit Jesus reden, wenn wir dem Vater danken, wenn wir dem Heiligen Jesus vertrauen. Ich lese das letzte Satz und der sagt, deine Probleme wurden so lange anhüllen, dass du die ganzen Chor auf Jesus konzentrierst. Sobald du anfängst, bloß Jesus zu bewundern, bloß arm anzubeten, dann wirst du antworten, nicht ab einmal, aber deine Probleme werden sich verändern. Willst du wirst antworten, mit mir ist Gott. Und das ändert alles. In 2. Korinther 12, 9, da sagt Paulus, und heu Gott hat zu mir gesagt, meine Genut ist genug für dich. Weil meine Kraft wird an der Schwachheit vollkommen. Deswegen will ich mir am liebsten viel mehr mit meinen Schwachheiten riemen, dort Christus seine Kraft an mir wohnen wird. Willst du besser werden? Oder soll Gott herrlich sein? Wenn wir unsere Augen von dort drehen, nach Gott, wenn wir ihn bewundern, und wir hier dort mit seinen Augen auf was anderes drehen.
Het zei sind manchmal dem Spusten, das sind wirklich. Man hat mir irgendwo beim Schaffen, sagen wir mal, ab eine teure Idee, was haben wir mir eine große Teu wollen. Was kostet du denn, dass du die Wohnung an der Teu nicht mehr sperrst? Du mir zum Beispiel ab dem Düme bieten, na der Teu nicht mehr wollen. Verstehst du? Der Fokus ändert sich. Wenn der Wohnung woanders ankommt, dann sind die für jeden. Das geht. Probier mal aus. Zum Beispiel den Fokus wechseln. Wer von euch sperrt kriegt, dass es so ja warm ist? Kannst du das feulen? Feul das mal. Und nu wat anderes. Nu sperr mal der Luftwind an den Holz nennen rüttet. Sperr das mal. Kannst du den Wind sperren? Sperr mal. Na, wer dacht nu noch kriegt an dort, dass es heute ist? Den Fokus wie ab der Luft. Das wie immer noch heute, aber du darfst noch nicht mehr. Was anderes. Ja, nur lange gesehen. Sperr mal die Feut an die Schö. Kannst du die sperren? Was nu darfst du bloß wie heute. Nu, kannst du die Feut sperren? Sind du da eine Schö benen? Was ist das an? Und nu da was anderes. Sperrst du die Lehn von den Stuhl? Sperr die mal. Kannst du das sperren? Du hast eine Lehn hinter die. Und was willst du nur noch einen von der Feut? Das ist ganz vergessen. Wir kennen unsere Aufmerksamkeit ab irgendwo wenig. Weil wir wieder Hans ab unsere Fehler, ab unsere Unvollkommene Tschetche, weil wir wieder möglich leben, weil wir durchgerannt leben, oder weil wir ab der Herrlichkeit von uns Herrn Jesus Christus Tschetche. Wenn wir durch Hand Tschetche, verblost das andere meist Futz. Lass noch einmal 2. Korinther 3, 18. Aber wie alle tschetchen aus an einen Spiel mit ein aufgedeitet Angesicht, nur dem Herrn seine Herrlichkeit und wurden verändert in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aus der dem Herrn sein jest. Wir alle tschetchen dem Herrn an und wir wurden verändert. Wir sind als Schmacker als gestern, in Mare, wo wir nachschmacken. Wir bleiben dabei, unsere Augen ab Gott seine Gnut, ab Gott seine Läufe zu hüllen. Und dort verändert wirklich. Wir verjeten von uns selbst und wir bewundern Gott. Ich frage, dass alle Leder nach vorne kommen und dass wir nun das Leute singen, alle ihr, wenn wir alle gesungen haben, alle ihr für Jesus. Für arm, der arm, und nicht arm, je hier alle Dinge. Alle ihr, je hier Jesus. Het lukt